Ja, dass es mich von Thüringen mal ins Bergsteigerdorf verschlägt, das hätte ich wohl nicht gedacht. Ja, und jetzt lebe ich nicht nur in den Bergen, sondern lebe auch irgendwie von den Bergen. Das ist schön. Von Sachrang aus ist Andreas Gruhle vor allem in den bayerisch-österreichischen Alpen unterwegs, weit über den zahmen Kaiser hinaus. Für Auftraggeber aus dem Tourismus oder Bergsport schreibt, filmt und fotografiert er. Am liebsten von und auf einsamen Touren. Einige vergessene Steige hat Andreas Grad in einem Buch veröffentlicht. Auch eine wenig bekannte Route zum höchsten Gipfel im Mangfallgebirge. Sie beginnt an der Tiroler Ackernalm zwischen Bayerischzell und Thiersee und bietet schon bald eine ungewohnte Perspektive aufs Kaisergebirge. Das heutige Ziel ist aber noch fast verdeckt. Ja, der Clou ist, wir gehen aufs hintere Sonnwendjoch. Das ist ein sehr beliebter Gipfel, der hintere. Sehr beliebter Gipfel, da dürfte relativ viel los sein. Und die Route, wie wir gehen, da werden wir wahrscheinlich auf nahezu niemanden treffen. Dieser Umweg zum hinteren Sonnwendjoch führt nämlich über einige markante Gipfel. Darunter die ebenfalls fast 2000 Meter hohe Krähenspitze. Vorbei an den bewirtschafteten Schönfeldalmen geht's 400 Höhenmeter über die weiten Almböden hinauf zum Schönfeldjoch. Diesen Vogel, den Fichtenkreuzschnabel, hat Andreas noch nie erwischt. Dabei hatte er schon mit 10 Jahren seine erste Kamera. Die Leidenschaft fürs Berggehen hat sich beim 38-jährigen Thüringer, der eigentlich Jurist werden wollte, erst viel später entwickelt. Fotografiert habe ich schon immer gern und ich habe Berge schon immer gemocht, habe es mir auch schon immer angeschaut, auch die ganz hohen, die Himalaya-Bildbände von Reinhold Messner fand ich immer mega beeindruckend. Aber der Drang, selber hochzugehen und selber in die Berge zu gehen, kam doch erst, vielleicht ab Mitte 20 erst. Ich habe Jura studiert, bin zweimal durchs Examen geflogen und dann hat man in Deutschland ja quasi nichts mehr. Und habe schon immer diesen Bezug zum Marketing auch während des Studiums schon gehabt. Ich habe mit meiner Website angefangen, als ich immer mehr meine Zeit in den Bergen verbracht habe, auch außerhalb der Stadt, außerhalb von München. Und es hat mich immer wieder rausgezogen. Das war schon so, Flucht will ich jetzt vielleicht nicht sagen. Gipfelfieber war eigentlich so gedacht als ein persönliches, ja, wie ein Tourentagebuch für mich selber. Und es dauert aber gar nicht so lang, wenn man merkt, dass man schreiben kann, steigen die Besucherzahlen, das kann man ja sehen. Und dann kommen Anfragen von Destinationen und Einladungen und dann, ja, es wird mit der Zeit eigentlich alles immer größer und mehr. Und dann mit dem Scheitern des Studiums am Ende hat sich irgendwie so ein Rädchen dann ins andere gefügt. Und heute bin ich ja unglaublich glücklich, dass ich eigentlich, so absurd wie das klingt, durch die Prüfungen durchgeflogen bin, weil ich heute wirklich das machen kann, was mir Spaß macht. Jetzt kommt hier eigentlich mein liebster Abschnitt von der ganzen Tour. Das ist der schöne Grat, den wir hier vor uns sehen. Und dann geht es direkt über die 3 Gipfel bis ganz hinten zum hinteren Sonnwendjoch. Haben wir noch ein bisschen was vor uns. Hier gibt die Natur eigentlich mehr oder weniger den Weg vor. Ich bin in irgendeiner Karte mal drüber gestolpert, dass da noch was schwach punktiertes war und habe es mir dann in anderen Karten angeschaut und dann gedacht, da müsste was sein. Und dann war da auch was am Ende. Ja. Eine einsame Gratwanderung. Andreas hat diesen Steig genauso gefunden wie seinen heutigen Wohnort Sachrang. Ziemlich genau eigentlich zu dem Zeitpunkt, wie Sachrang auch Bergsteigerdorf geworden ist, sind wir dort wirklich zufällig gelandet. Unsere erste Tochter ist quasi in Rosenheim dann auf die Welt gekommen. Jetzt sind es schon 3 Töchter. Und das sind alles Sachranger Kinder geworden jetzt. Ja. Aber der Baum, der ist
wahrscheinlich unser, der da vor dem Haus steht. Nee, das ist ein anderer. Der ist weiter oben, ganz oben. Da. Ganz weit oben, warte. Das Leben hier und ich glaube auch das Aufwachsen für die Kinder ist ein bisschen wie im Bilderbuch, kann man schon sagen. Wir haben einen eigenen Kindergarten noch im Ort, wir haben einen Dorfladen. Dann hört es halt leider irgendwie so mit der Infrastruktur fast auf. Wir haben sehr viele Zweitwohnsitze hier. Was irgendwie nicht passieren sollte, ist, dass Sachrang, wir sind eine Stunde von München entfernt, so ein Münchner Schickeria vor Ort wird. Ein Freund von mir hat mal gesagt, es ist wie ein Imagefilm über Bayern, den man da direkt an einem Tag abdrehen könnte. Ich bin auch gerne allein mal unterwegs. Man ist in seinem Trott und schaut nach unten, muss an nichts denken, ist in seinem schönen, langsamen Gang beim Aufstieg und schaut sich um. Das macht einfach wunderbar den Kopf auch mal frei. Es ist auf jeden Fall eine anspruchsvolle Überschreitung, vor allem von dem Kopf, den wir vor uns hier sehen oder hinter uns sitzt. Bergsteigerisch, ja, leicht klettern sollte man können. Das Größere ist, glaube ich, das Mentale, weil es zu beiden Seiten wirklich richtig steil runtergeht. Darf man nicht unterschätzen. Man muss es schon deutlich machen. Und wer sich in die Berge begibt, mit dem Wissen, dass da was Anspruchsvolles auf ihn zukommt, sollte das Selbstverständnis für sich haben, dass er weiß, was er tut. Dass diese nicht markierte Tour nur etwas für trittsichere und schwindelfreie Berggeher mit gutem Orientierungssinn ist, darauf weist Andreas in seinem Buch ausdrücklich hin. Die Belohnung sind Passagen mit spektakulären Ausblicken bis ins Alpenvorland. Bergheil, servus. Ah, servus. Servus. Jetzt habe ich gedacht, jetzt bin ich allein hier. War Ja, nix. das habe ich auch mal gehabt, dass ich allein bin. Ja. Von der Krähenspitze zum Ziel sind es nur noch wenige Meter. Ob dieser Grat hinunter zur Verlepp auch noch begehbar wäre? Für heute ist es aber schon zu spät. Egal. Dafür hat Andreas das hintere Sonnwendjoch ausnahmsweise für sich ganz allein. Ja, ging ein bisschen drunter drüber, lang studiert, habe davon am Ende nichts gehabt und dann hat es mich am Ende doch in die richtige Richtung gebracht. Dahin, wo ich heute bin, damit kann ich wunderbar leben.